Was beim letzten Part nicht geklappt hat, soll nun besser werden. Es kann ja wohl nicht so schwer sein, innerhalb von ein paar Sekunden darauf zu kommen, oder? Das Netz in Flammen aufgehen zu lassen. Komm schon, Link, komm schon. Na bitte, so einfach kann es sein. Und da schreit da wieder der Kleine. So, und wie scheint, sind wir bereits im Raum von dem Endgegner, dann dauert es nicht mehr. Oh nein. Nein, verdammt. Aber wieso noch? Hä? Ach du heiliges Kanonenrohr. Oder wie ich auf Schweizersdeutsch jetzt sagen würde. Ich bin ein Double. Ich bin so ein Double. Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Oder Moment mal. Nee, der war doch noch gar nicht da. Hä? Zur Erklärung. Diese 3 Dekos müssen in einer bestimmten Reihenfolge getroffen werden, damit die Tür da aufgeht. Und diese Reihenfolge, zumindest war es im Original so, verrät ein anderer Deko, der sich eine Etage weit oben befindet. Aber den habe ich ja gekillt. Ah, da... hä? Moment mal, die Reihenfolge... Hä? Kriegt man etwa die Reihenfolge hier gar nicht raus? Hey, aber das wäre doch voll gemein. Na schön, ich habe keine andere Wahl. Denk nach. Also, es sind insgesamt 3 Dekos. Das heißt, es gibt nur so viele Kombinationen. Oh, das war knapp. Jeder Deko zweimal die gleiche Zahl haben kann. Das heißt, die erste Deko kann dementsprechend nur in 2 Kombinationen die erste sein. 2 mal 3 sind 6, also 6 verschiedene Kombinationen. Und so probiere ich alle Kombinationen mal durch. Ja, was anderes kann ich eigentlich gar nicht tun, hm? Komm schon, komm schon. Schieß endlich! Geht doch. So, und jetzt der dritte. Zack. Oh nein, ich Trottel. Vor lauter Rechnen konzentriere ich mich nicht mehr aufs Handeln und mache zweimal die gleiche Kombination. Ich krieg die Motten. So, dieses Mal aber richtig. So schwer von Begriff bin ich nun auch wieder nicht. Und ich merke gerade wieder mal, ich rede viel zu schnell und vermutlich auch zu undeutlich. Egal, jetzt Nummer 3. Was der dritte, jetzt ist Nummer 2. Dann bist du die 3. Komm schon, ich will ja nicht zu viel Zeit verlieren. Wieder mal nix. Also, dann bist du die 1. Wow! Von beiden Seiten erwischt, hey. Schieß! Treffer! So. Du die 3. Wieder nix. Nummer 1. Nummer 2. Wird langsam langweilig. Ach, Herzen. Herzen! Geht doch. Du bist Nummer 3. Komm schon! Komm schon! Ja, wieso soll das auch sein? So, dann bist du aber definitiv die Nummer 1. Ach, keiner erzählen, hey. Im Moment mal, ist es sicher andersrum, oder? Von rechts nach links, nicht von links nach rechts. Und? Ich habe heute nur Pech, ey. Das ist natürlich die letzte Kombination, die möglich ist. Ha, der war cool. Dann bist du die 3. Na. Ja, wollte schon sagen, ey. Ich will mich doch nicht Angst zu verarschen. Woher kannst du unser Geheimnis? Oh nein, so sei es denn. Ich werde dir das Geheimnis verraten. Ja, schon gut. Um sie zu vernichten, sollst du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergib mir, Königin, ich habe eine doofe Stimme und Schande über mich. Ja. Hau endlich ab. So, ein bisschen Energie tanken. Energie habe ich genug, aber etwas Munition könnte nicht schaden. Moment mal, was mache ich ja? Ich habe genug, so. Gehen wir endlich zum Endboss. Zur großen Spinnenkönigin. Und hier kann ich auch gleich mal eine Theorie testen. Oh, wieder mal eine Cutscene. Ein nebliger Boden. Wir kommen hier nicht mehr raus, wir sind eingesperrt. Na toll, dunkel ist es auch noch. Was ist denn das da oben? Hallo? Ein Auge. Wer hat denn das gemacht? Oh mein Gott. Darf ich vorstellen? Gepanzerter Spinnenparasit Goma. So, und jetzt zu meiner Theorie. Erstmal schön ins Auge ziehen. Aha. Bin gespannt. Ist der genauso stark bzw. schwach wie Original von Ocarina of Time? Tja, nimm das und das und... Ja, den zweiten Deko-Stab nehmen müssen. Ja, weil ein Deko-Stab, der haut viel mehr rein als das kleine Bigon-Schwert eigentlich schon. Wie das kleine Kokiri-Schwert. Wo bist du? Na klar, jetzt ist er ober mir.
Ah, wenn er ins Auge schießt, bevor er wieder seine Kinder rauslässt. Beziehungsweise seine Babys. Komm schon. Zeig dein Auge. Ah, verdammt nochmal. Jetzt hast du mich wieder um die Kleinen kümmern. Geht's auch? Ja, so einfach ist das. Komm schon. Link mal. Anvisieren, Link! Schild! Wow. Geht auch so. Bam. Greif mich nicht von hinten an, Mensch! Das hört sich nicht. So. Jetzt komm runter da. Geht doch. Mach dein Auge auf. Na los, du hässliche Spinnenvieh. Auch nur 2 Beine, meine Güte. Und der nächste Hieb. Heya! Und nochmal! Down ist dieses eklige, abscheuliche und hässliche Vieh. Habt ihr schon mal so eine hässliche und überdimensional große Spinne gesehen? Und genau das ist das Geheimrezept gegen Spinnen. Einfach aufs Auge hauen. Oh, ein Herzcontainer. Jetzt ist die Frage, nehme ich den oder mache ich einen 3 Herz an? Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme ihn. Doch nicht? Nee, Quatsch, natürlich nehme ich ihn! 4 Herzen. Ja, wegen 3 Herzwand. Es ist so, ich spiele Master Quest Half-Blind und ihr habt ja gesehen, ich habe schon einige Treffer eingesteckt, da wäre es mehr als dämlich, dieses Spiel in einem 3 Herzwand durchzuzocken, aber ich mache es so, ich werde bis zum Endboss nur alle Herzcontainer einsammeln, die Herzteile, sowie alle goldenen Skulpturas, wie schon ein Part oder zweiten Part zuvor genannt, werde ich alles dann am Schluss einsammeln, damit es bis dahin auch noch spannend bleibt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was sagt denn der Dekobam zu uns? Ich meine, wir haben ihn ja schließlich geredet, also wäre ein kleines Dankeschön schon nicht schlecht. Hab Dank, Michael. Stimme wieder mal anpassen. Was besonders gesund sieht immer noch nicht aus. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Klar doch. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Aus der Wüste? Was ist das ausgerechnet aus der Wüste? Und da haben wir das nächste Alien, hey. Moment mal, grüne Haut, rote Haare? Was ist denn das für eine Kombination? Das ist garantiert ein Alien, da könnt ihr mir noch nichts anderes erzählen, hey. Marsmensch unter uns oder was? Das bösen Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu gelangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Ja, ich sag dem Triforce, nicht Triforce. Ich spreche es gerne auf Englisch aus. Vor Tausenden von Jahren, so lange ist es schon her, stiegen 3 Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Was ist denn Chaos denn? Halt doch mal die Klappe, Mann, lass mich erzählen. Ja, schon gut. Din, die Göttin der Kraft. Nairu, die Göttin der Weisheit. Farore, die Göttin des Mutes. Was, alles sind nur Frauen? Und das soll mir noch einer erzählen, wir hätten die ganzen Jahrhunderte lang die Frauen unterdrückt. Ja, und weiter? Dekobam, wie geht's weiter? Din. Wow. Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Das ist eine seltsam geformte Frau. Nairu. Sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Oder wie im Fall von Navi, die Gabe der Nervigkeit. Farore. Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Dann hat sie ja indirekt auch den Diener aus der Wüste geschaffen, also den bösen Diener aus der Wüste geschaffen. Moment, wie? Na, egal, einfach. Sagen wir ihm doch ganz einfach beim Namen Ganondorf, also hat sie ihn direkt auf Ganondorf erschaffen. Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen gen Erden. Triforce-Symbole künden noch heute von den Städten, die sie besuchten. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher
Ach so, deshalb will Gandalf da rein. Er will das Triforce. Die ultimative Macht. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Gibt Sinn. Nie darf der, der Böses in seinem Herzen trägt, das heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich. Wie kannst du das nur sagen? Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Michael, begib dich nun zum Schloss. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich, er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Wow! Wo hast denn den plötzlich hergezaubert? Wow! Schicker Edelstein. Der Kokirismark, der Dekoam hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Was, ein heiliger Stein? Also heiliger Stein, nicht eiliger Stein. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Michael. Navi, hilf Michael, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navi. So lebt denn wohl. Das darf nicht wahr sein. Er stirbt vor unseren Augen. Wir sind zu spät gekommen. Du hast die Worte des Dekobams gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Michael. Leb wohl, weißer Dekobaum. Verdammt, ich war zu spät. Was werden bloß die anderen Kokiris sagen? Die werden doch mir wieder die Schuld geben, ich weiß doch. Was mache ich jetzt? Ich muss eine gute Ausrede einfallen lassen. Eine gute Ausrede, das ist es. Oh nein, der schon wieder. Ja. Hallo, was gibt's denn? Hey Michael, was hast du getan? Der Dekobaum, ist er tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Ja, wusste ich doch, hey. Ich wollte mal wieder einen auf Helden machen. Was habe ich davon? Anschiss nur. Verdammte Scheiße. Ja, was soll's. Also, führen wir den letzten Wunsch des Dekobaumes aus. Gehen wir nach Hyrule und suchen auch die Prinzessin im Schloss. Das könnte ich eigentlich im ersten Part erledigen, oder? So, weil noch knapp sein Leben, da bringt es nicht mehr noch groß etwas zu machen. Obwohl, Moment mal, doch, ich könnte noch was tun. Ganz genau, denn jetzt bekommen wir ein sagenumwobenes Geschenk von einer alten Freundin. Oh, du verlässt uns? Salia. Die scheint gar nicht böse auf uns zu sein. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Michael. Tja, da wusstest du mehr als ich. Denn du bist anders als meine Freunde nicht. Na klar. Sie machen mich auch nicht. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Oh, sie machen mich ja doch. So leicht kann man sich irren. Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Wow. Ihre eine Ocarina. Ihr, wenn man so will, wertvollster Schatz. Die Feen-Ocarina, sie ist ein Andenken an Salia. Im Gegenstandsmenü kannst du sie, ja, blablabla. Komm schon, ja. Wieso hat es keinen Vorspulknopf? Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Ja, das werde ich tun. Vielen Dank, Salia, und... Verdammt! Ich weiß doch, was für mich empfindet. Tja, nur Freundschaft. Sorry, Salia. Nix gewesen mit den Spesen, hm? Tja, und jetzt, Leute. Die Hyruleanische Steppe. Die Hylianische Steppe. Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ciao.